Salut! An Schä hat Jo gewünscht. Und damit herzlich willkommen bei Lux Play. Dir wisst du so los wie lief, ne? Et Januar, et kommen net viel Spieler raus. Dafür gibt es de Lo. Das wird für nicht gekauft. Ganz genau. Die Leute bei Santa Monica Studios sind zwar schon kleine Lümmel. Da bringen wir ganz sicher mal als neues Spiel kurz für die Game Awards heraus, für nach ordentlich Preise zu kassieren und gut am Mittelpunkt dort zu stehen. Ob God of War Ragnarök eine Woche bei Eis das groß läuft, das sieht da lo. Ja. 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 Iwer 4 Joer hunn Fanstrupp gewart, am November lächt Joer wart endlich soweit. God of War Ragnarok huet wie eng Bomber geschlot, nach grad rechtzeitig fir op alle méiglesche Videospiel Awards Preise aufzeraumen. Meer woch fir schlussendlich Geschicht vum ebenfalls héich gelöfte God of War vun 2010 fortzusetzen an aufzuschleessen. Wie wat mëcht de neue God of War aus an ass all de Löf wirklich verdingt. Eng Warnung am Vierfeld. Für die komplett God of War Experience soll wirklich de Viergänger von 2010 gespielt tun. Den erzählt nämlich mat Ragnarok ze summen eng vollständig Geschicht an des Spieler lehe wirklich viel Wert op hier Story an Inszenierung. Das Franchise mat Ragnarok unzufänke wär als gave en Herr der Ringe mat die zwei Türme ufänke. Ragnarok biet zwar am Hauptmenü eng ze Summefassung von der Story vom Viergänger, mit déiers kurz a gëtt der emotionaler Dave an der komplexer Welt vom Asian Deal net gerecht, er lässt auch viel wichtig Details aus, die Ragnarok relevant sind. Selbstverständlich will schon dieser Platz nicht so viel über die Geschichte verraten. Hier spielt nächste Kratos, griechische Kriegsgott, der sein blutiger brutal Vergangenheit hinterzuschlossen will, auf von seinem griechischen Doheim an den kahlen Norden ausgewandert ist, für heie Leben anzufangen. Er hat eine neue Familie gegründet und kümmert sich allein um seinen Beruf, den Atreus, nachdem seine Frau gestorben ist. Hin as se Friemen an dëser neier Welt, déi vun all de Götter a Vorbelwiesen aus der nordischer Mythologie bewund ass. De Kratos wëll näicht mat d'Affäre vun de Götterheit ze dien hunn, méi d'Schicksal huet anscheinend aner Plänk fir Hener sei jung. War den Atreus am éichen Deel nach erkannt, dat vun Kratos op d'Realitéit vun hireer Welt firbereet gouf, so ass en loen Teenager, den no senger Bestimmung a senger Roll am prophezeite Kriech Ragnarok sicht. Waren hin an de Kratos am Asian Deel nach unzertrennlech, so ënnerhëllten Atreus se lo méi op ege fäuscht. An der Geschicht glänzt am meschende Character Writing. Mat vielschichtege Personagen, déi un hireieren Erfahrungen wussen, sech weiterentwickeln, an hire Bezeungen zunehmen. Themen wie ältere Rollen, Trauer, Selbstbestimmung, Lastlosen, Coming of Age, a mat vergangene Fehler ze liewen, ginn opwendig opgeschafft an dank de schauspielerische Leistungen vun alle Bedeligten packend inszeniert. Die fantastische Welt vun der nordischer Mythologie ass dobei de perfekten Hintergrund fir de Spieler iwwer de laufende Handlung zu beschäftigen, beim Entdecken vun neue Welten, Quests, a Schlüchte géint all méiglech Kreaturen a riesig Bossen an dat alles episch inszeniert. De Gameplay bleibt prinzipiell dem Viergänger 3. Franchise huet sich vu senge méi simplen Hack-and-Slave-Wurzeln mat gelegentliche Rätseln a verstoppte Geheimnisse erwäscht bewecht, a seitdem de Kratos am nordische Midgard dukommers, kriet de Spieler eng semi oppe Welt mat viele Side-Stories an Nebenquests gebuerde. Tonne Sammelkram a verschiedenen Ausrüstungen, déi e méi individuelle Spielstil erlaubben. God of War ass doran allerdings net mat richtigen RPGs wie Skyrim oder Final Fantasy vergleich. Spielerisch bleibt aber trotzdem geschnetzelt am Mittelpunkt. Dem Kratos sing Eisachs, die praktischerweise vom selben Trick geflügt könnt, von diese fortchased, und noch sing Feierklingen und de lange Kette sind es dabei. Nei ass e praktische Speer de Wandstirm rift, as es selber multiplizieren kann. Ja, der huet richtig scheieren. Skilltrees an sogenannte Runenugriffer, Spezialattacke fir Waffen, runnen dat ganz doof. God of War war schon immer fir seg explizit an oft over the top Gewalt bekannt, inklusiv borderline sadistischem zerlehener Quelle Fugation. Ragnarok ergötzt sich nicht gerade so senger Gewalt, er bleibt immer noch explizit bei der Durchstellung
vun de Konsequenze vun der Action, déi am Spiel gebuerde gëtt. Wem dat op de Mo schläit, sie vun dieser Platz gewarnt. Als Support am Kampf steht Dir den Atreus nees mat Pfeilerboot zur Seite. Wir wären Ragnarok nach am Ufang den Eindruck möcht, als gäbe spielerisch alles beim Aale bleiben und einfach die Geschichte weiter erzählt gehen, geht der Kratos später am Spiel auch mit neue Sidekicks auf Abenteuer, was nicht just neue Charakterdynamik heranbringt, wie auch der Support, den ihn am Kampf kriegt, verändert. Aber was möchte Atreus an der Zeit? Na ja, neu bei Ragnarok als den Atreus als spielbare Charakter komplett mit eigenen Rune-Spezialattacken, einem zeitlich begrenzten Supermodus und neue Begleiter, die immer Sängekämpfe helfen. Der Atreus sei schnellen, agile Kampfstil mit Schusswaff, als dabei ein gelungener Kontrast und eine willkommene Aufwieslung zum Kratos-Singen mit schweren, kraftvollen Bewegungen. Schon am ersten Teil konnte ihn über die Welt beim Yggdrasil zwischen verschiedenen von den 9 Welten von der nordischen Mythologie rundherum reisen. Wie bei Ragnarok ging es nach mehr neue Welten zu entdecken, wie beispielsweise den dichten Dschungel von Vanaheim oder die Wüste von Alfheim. Dabei muss ich einfach die Liebe zum Detail erstreichen, mit der diese Welten kreiert wurden. Sie sind voller Leben, Persönlichkeit und Charme. Und das bei einer impressionanter Grafik, die auf der neuesten Konsole richtig glänzt. Neue Welten haben natürlich auch neue Personagen. Und effektiv lernen als Protagonisten an Ragnarok viele neue Figuren kennen, verschiedener tragisch, anderer echter witzig und nach anderer mysteriös. No. Während Bosskampf bei God of War schon immer episch an 10 gesagt goufen, an Demos wie auch bei Ragnarok noch immer die Highlights vom Spiel sind, gouf de Viergänger kritisiert, zu wenig Aufwieslung bei seinen normalen Gegner zu bieten. Dafür bietet Ragnarok neben mehr Maps, mehr Quests und mehr Ausrüstung für und allem auch viel mehr Gegnervariationen. Von Elfenkrieger, ihrer Zentauren bis hin zu Drachen. Macher konnten allerdings nicht widerstehen, all einzelne Gegnertypen aus dem Viergänger zu recyceln, für den Roster für Ragnarok abzuspecken. Das bringt mich dann zu Menge pur Kritikpunkten, die ich trotz allem habe. Ragnarok bietet eine Reihe Rätseln, wie meistens gehen Begleiter ihr Tipps oder knallen ihr auch Karimont Lesung 4, sobald ihr auch nur eine halbe Minute mal umgucken wollt. Diese beabsichtigten Anti-Frust-Feature möchte echt das Rätsel mehr frustrant, wenn ihr sich schon wundert, für was überhaupt Rätsel angebaut goufen. Looks like the path continues on the other side of that geyser. Das heißt also den neuen Escape Room von den Leuten alle gute schwätzen. Effektiv, es steht schon ziemlich viel hier. Ich weiß ja gar nicht, wo ich soll gucken. Die Figur mit dem blauen Haar, die hat nur einmal aber komisch gedreht. Das Ball als Gift ob irgendetwas weisen. Grift? An das Bild da. Hängt das nicht ein bisschen krumm? Gibt ja ist eure schon Tipps? Wir sind noch gerade recht dran gekommen. Hier im Kalender sind doch nicht pur Datumen angekreuzt. Mann, halt ab, du mal da. Wir sind doch in der Kampf wieder sehr als Rätsel lest. Entschuldigt, Monsieur, Recherchen haben ergeben, dass ein Mensch durchschnittlich eine Frustgrenze von die 10 Sekunden hat. Da wenigstens muss mehr bei Muzzle Your Puzzle, also klären, was nur 10 Sekunden kein Fortschritt haben, halt neu an diese gehen. Ne, merci. Wir wollen das Rätsel schon selber lesen. Ah ja, an das Buch da haben, das hat nicht den falschen Weg gedreht. So. Sollen wir dafür einen Trinken gehen? Ja, schon das eine gute Idee. Okay, und ciao. Und dann Maps, die sind zwar vielleicht schön anzugucken, als stylisch, aber ist so ungenau, dass sie oft nutzlos sind. Zumal an einem Spiel mit Backtracking, wo in Ufangs viel Passagen an Schatzküste gesagt und die nicht drucken, weil in die richtigen Items an Ausrüstung noch nicht freigeschaltet wird, als das extra schlimm. Das wäre nämlich halb so will, wenn ihr sich kennt Markierungen auf die Landkarte sitzen, wie bei vielen anderen Spielern auch, wie ob die Idee war bei Santa Monica Studios anscheinend gekommen. Das Resultat aus viel orientierungslos Gesichts, aber bereits bekannte Gegenden, wonach dabei könnt, da die bei Ragnarok nimmer eine limitiert Schnellreisfunktion hat, auf für bestimmte Gebiete nächst zu erreichen, schlauchig an zeitaufwendig Sprang a Kloterpassage mehrmals wiederholen muss. Spaß geht auch nicht. Technisch ist das Spiel trotz umfanger knackiger Grafik ganz proper, erlebt auch immer flüssig. Ein einziger Bug hatte ich erlebt, wie der Kratos nur einen Button pumpt an einem Animationsloop hängen geblieben ist. Und ich gezwungen war, den letzten Checkpunkt zu lösen. Ein pur rar Grafik-Glitches goufe doch, wie da zum Beispiel eine Figur an Bild poppt, kurz ehe sie eigentlich an die Kamera kommen soll.
Und der Geschichte steht mich hauptsächlich, dat opfällt, wie ursprünglich eng Trilogie geplant war, und Dono während der Produktion von Ragnarok desideiert gouf aber schon an 2 Deler aufzuschließen. Den ersten Deel huet sich viel Zeit gelos für seine Geschichte abzubauen. Ragnarok huet immens schwierig Aufgabe, viel Story, Charakterentwicklung a vorbereitete Story-Elementer, alles an engem Spiel befriedigend aufzuschließen. Resultat ass eng platzeweis gehetzte Geschichte an Gefühl, dat niewe Missionen ohne Bezug zur Hauptgeschichte hätte solle Platz machen für verschiedene Charakteren und Plot-Elementer mehr auszubauen. Mein Fazit: Trotz e bësse Kritik wie die Benutzerfreundlichkeit von einzelnen Aspekten, zum Beispiel Tresen durch Maps, oder dat am Verlauf der Geschichte den Erzählrhythmus stark variieren kann, für Passagen, die sich zu lang zählen, ob Eventer, die mehr ausgebaut sollte gehen, ass God of War Ragnarok awer am Gesamtpaket e wunderschönt, emotional und episch Spielerliefnis, dat de Schiederengem definitiv und Herz leert. Grafik, Atmosphäre, Inszenierung, Spielspaß an Umfang, Ragnarok glänzt an all diese Kategorien, erweist, was man am richtigen Budget a Leidenschaft von den Entwicklern möglich ist. Der positiven Echo, den Spiel aktuell kriegt, schenkt mir wohl verdenkt. Ragnarok als definitiv Kandidat für den Titel Game of the Year. Is this sausage? Sure, why not? Nie wirst du mal von der Playstation op Switch rüber, weil, oh Wunder, Bayonetta 3 ist tatsächlich draußen. Fehlt am Punkt nimmer nach, dass wir Half-Life 3 kriegen und da sind alles Wünsche erfüllt. Ja. Bayonetta 3, H4. Hex. The Witch is back. Nachdem es den dritten Teil von Bayonetta schon am Dezember 2017 annonciert gouf, ist es dann endlich am Oktober 2022 herausgekommen. Wir fangen auch am dritten Teil mit bekannten Charakteren wie den Enzo, der Rodin und Jeanne an. Neu dabei an diesem Teil ist Viola, mehr zu ihm mehr spät. Und natürlich sind die Gegner neu. Weder aus der Hölle noch aus Paradiso sind das die sogenannten Homunculi. Aber Bayonetta 3 spielt sich viel im Multiversen und noch Homunculi haben Skills, durch Multiverse können zu reisen. Für das wir können durch Multiversen reisen, muss man für dich auf die Insel Thule, wo wir dann mit Hilfe von einem Portal an die Zwischenwelt Genungab abkommen. Wir mussten uns durchkämpfen und dann kommen wir an der anderen Welt raus. Eine andere Welt heißt konkret eine andere Version von Bayonetta. Und genau so kriegen wir an diesem Teil als Waffen und Kostüme. Leute, die Bayonetta gespielt haben, wissen, dass man trotzdem auf dich müssen, wenn man Rodin kämpfen. Mit Waffen kriegt ihr aber direkt, sobald ein Kapitel fertig gespielt wird. Und mit den Waffen kommt noch etwas Neues dabei. Und zwar Dämonen, die eine Art mit der Waffe attached sind. Und die können sich jeweils verwandeln und sich auch sofort bewegen. Ersten und zweiten Teil hat Bayonetta seine Dämonen beschworen, für den Climax zum Schluss von einem Kampf auszuführen und die Gegner zu fressen. In diesem Teil geht das ein bisschen schlecht, weil die Gegner nicht aus Paradiso sind und Dämonen so nicht mit ihnen umhüten. Dafür lässt sich Bayonetta eine antike Witch-Technik aufhalten. So gesagt, den hat am Hintergrund tanzen. Ja, tut mich richtig verstanden, hat tanzt. Und gleichzeitig kann von den Dämonen steuern und mit denen angreifen und kämpfen. Wenn wir schon bei neuen Features sind, dann kommen wir einfach direkt zum Viola. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht alleine sehe, wo Probleme mit Viola hat, weil goddamn, mein Team hat echt absolut keinen Spaß zu spielen. Von der Waffe und von der Schnelligkeit habe ich sich gar nicht auszusetzen. Mehr für Taxenzeit zu aktivieren. Holy moly. Zum Glück habe ich ein Patch ausgebracht, für das besser zu machen, weil es tut mich richtig granzig gemacht. Alle Kapitel mit Team hatten Slash-Kombos, viel Schuld und einfach viel zu lange gebraucht. Und ich habe mir schon so gemacht, ich will einfach zu schlashen mit ihm zu spielen. Aber nur die Reviews von den Leuten war das zum Glück nicht der Fall. Der Patch hat effektiv abgesprüht und auch wenn es nicht so viel Spaß macht, mit Bayonetta zu spielen, also definitiv verbessert wird.
wat nach neu dabei kommers an och van den John schon kennt, kann en das Käier méi aktiv mat dem spielen. An net am Platz vum Bayonetta fir dieselbeg Kapitelen, nee met schon net effektiv an diesem Deel seg ege Missionioun as eng ege Kapitelen. Mei och do hu se ja bis extras afallen gelos. Lavelle spielen zum Beispiel von der Seitenperspektiv. Hei kommen dann noch Gegner afir, wo en sech dafür und hinne kann verstoppen, Fußschleichen oder direkt ugreifen. Niewebei kann en och Items a Waffe sammeln, as eng Leverem opfallen. Ziel ass dat salvech an den andere Lavelen und de Schluss vum Level kommen. Features, die je nach von denen anderen Deler kennt, sind zum Beispiel extra Levelen, die an den einzelnen Kapiteln findet, oder Achievements, die hier aber das hier pro Kapitel sind und nicht allgemein für das Spiel. Mehr für auch aber mal auf ein Fazit zu kommen, Bayonetta 3 hat mir richtig gut gefallen. Es war durch die Entwicklung von der Story, an den Schluss von der Story, war es wirklich mein Game of the Year. Und ich finde wirklich Genuss, mit Bayonetta zu spielen. Die anderen 2 Deler habe ich einfach schon 100 Mal gespielt. Auch wenn ich mich an diesem Deal ganz viel aufgeregt habe, liebe ich Bayonetta einfach. Und ich freue mich auf alle Deal, wo es rauskommt. Auch in diesem Fall kann ich den durch alle Fans ins Herz legen. Es ist nicht perfekt, mit mich unheimlich Spaß zu spielen. Quizfrage. Was möchte der Games Director, der kein Rechter mehr oder Franchise hat, die berühmt gemacht hat? Das mich überlegen. Nutzte sei Bekanntheitsgrad aus den Ressourcen für ein Herzensprojekt zu machen, wo Kunst auf Videospiele benehmen treffen und sich Generationen noch darüber erinnern. Am Echelo? Nee, er möchte einfach dieselbe Scheiß noch einkehren und hofft, dass sein durchgeht und mit Leuten absprangen. Möchtest du wie bei Callisto-Protokoll? Ja, wie bei Callisto-Protokoll. Lang haben wir über neuen Dead Space müssen warten. Und lo ist doch endlich da. Aber auf die Review muss dann noch ein bisschen warten. Heute geht es nämlich nur um Callisto-Protokoll. Auch wenn die meisten großen Outlets schon echt hier schlechte Bewertungen verteilt haben, wollte mir dann auch noch als eigene Meinung bilden. Worum geht es dann? Mal ganz einfach. Unser Main Character, den Jacob Lee, ist zusammen mit seinem Co-Pilot unterwegs, für mit ihrem Frachtschiff Medikamente von einem Jupitermond zum nächsten zu verfrachten. Zu nämlicher Zeit bricht Mond Europa dann aber auch eine unbekannte biologische Waffe aus. Eine Aktion, in der die terroristische Organisation The Outer Way schuld soll haben. Während einer Cargo-Überprüfung geht dann aber auch schnell klar, dass dem Jacob sein Schiff von genau dieser Gruppe attackiert wird. Denn Jacob lässt also den ganzen Frachtraum an den Vakuum vom Weltall katapultieren. Wie bei seiner Aktion könnte dann aber wie kommen muss, als ein Raumschiff steht zum Prisungsmond Callisto auf. Hier geht darauf Sinn natürlich einfach mal zusammen mit der vermeintlichen Leaderin vom Outer Way, Danny Nakamura, festgeholt. Das ein unschuldiges interessiert heute sehr wenig. Ja, auch knapp an der Zelle ankommen, bricht auch heute mal Chaos aus. Verschiedene Gefangene mutieren zu aggressiven Monstern, die alles angreifen, was bei 3 nicht umbar ist. Zusammen mit einem anderen Nivellierenden probiert den dann natürlich von Callisto zu entkommen und deckt dabei auch verschiedene Geheimnisse von Prisung auf Callisto ab. Das klingt nur mega simpel. Und ja, das ist es doch. Aber trotzdem bleibt das Spiel spannend. Weil die Wurst schon nach dem Ausbruch löserlos abzudecken, ich stets on the tip of the toes hält. War just ein Moment am Spiel, wo ich mir wirklich gedacht habe, dass halb vielleicht Content gestracht geht, weil B-Mol einfach von einer Location zu einer gegangen ist, auf eine ziemlich abrupt Art und Weise. Melomol zu dem, was zählt. Das Entwicklerstudio Striking Distance Studios hat immerhin ganz heiß getan für Release, dass der Callisto-Protokoll das Survival-Horror-Genre revolutionieren soll, wie es Demos auch schon Dead Space gemacht hat. Und go auch vermarktet wie spirituelle Nachfolger dazu. Wie gesagt, das sind schon stark Behauptungen, aber das Studio geht immerhin noch vom Glenn Scofield gegründet und das ist immerhin der Mann, dem wir Dead Space zu verdanken haben. Hello everybody! Ich bin schaut. Ein exclusive first look für das neue Spiel, wo ich mit Glenn Scofield produced tun. Oh yeah, the guy, wo ich Dead Space brut wird. Das ist revolutionary, was wir hier machen. Wir machen ein Survival Horror Game in Space, wo basierend ist auf Alien on the Thing. Das geht schon! Okay, hold on guys.
nehme die Dry. Ich mache da auch schnell auch schmerzlos. Nee, der Callisto-Protokoll ist kein neuen Dead Space. Es könnt definitiv nicht um Qualität von einem Dead Space 2 herum. Bei Dead Space 1, den Original wohlgemerkt, da gebe ich aber vielleicht behaupten, dass verschiedene Aspekte wirklich bei Callisto-Protokoll besser umgesetzt sind. Von allem, was Charakteren und damit auch Character Development betrifft, aber auch der Kunden aufseits vom Hauptweg. Das Kampfsystem von Callisto-Protokoll ist für allem zu Anfang extrem gewöhnungsbedürftig. Das Spiel legt den großen Fokus auf den Nahkampf für allem am Anfang vom Spiel. Dafür hat dann ein Dodging-System, bei dem ihr nicht timen muss, wenn ihr ihn dodgt, mir einfach just aufwechselnd und den Stick nur längs honoriert zahlen muss. Anfangs ist es leicht frustrierend, aber wenn ihr bis den Dreh raushört, verdammt satisfying, dann kann ich stark Kombon aufliefern, gerade mit späteren Upgrades. Später kriegt ihr dann natürlich auch einen Ritsch und Schusswaffen, angefangen mit einem Revolver, den ähnlich wie der Plasma-Cutter bei Dead Space bis zum Schluss vom Spiel eng von der besten Waffe bleibt. Da kriegt ihr natürlich noch Shotguns, eine Pistole, eine Assault Rifle. Leider nicht, weil ihr nicht schon tausende Mal gesehen habt. Einen coolen Trick gibt es dann aber doch. Weil ihr am No-Kampf ein gut Combo hinkriegt, da wird für eine ganz kurze Zeit ein Critical Hit Point angewiesen, auf den ihr schnell schießen muss, für dann extra Damage zu machen. Dann hört ihr nur noch den Grip. Hat einfach ein Telekinese-Griff wie bei Dead Space ist. Aber mit dem ihn Objekten und Gegner bei sich ziehen kann, aber auch fortschießen kann. Das ist wirklich eine von den besten Verteidigungen, die ihr am Spiel hört, und ich empfehle, da wirklich ein paar Upgrades dran zu stierchen. Natürlich kann eure Safe Rooms alles upgraden und auch bei den Waffen alternativ Feuermodi unlocken, aber die kosten deals wirklich einfach viel zu viel für das, was zu bringen. Stationen für neue Suits in Dead Space gehen es hier auch nicht. Bei Callisto kriegt ihr nämlich einen einzigen Health- und Inventory-Upgrade, weil ihr ungefähr an der Halbstunde vom Spiel das Spacesuit kriegt. Bis dahin ist das Inventory-Management aber auch wirklich wichtig, mir sobald ihr den Upgrade kriegt, braucht ihr sich selten irgendwelche Sorgen zu machen. Und aus einem mir wirklich komplett unerklärbaren Grund gehört den Jacob kurz drauf und noch den Helm von seinem Spacesuit fort. Why did the warden shoot down one of its own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job. This is crazy. Der wisst, dass ein was sein Kopf schützt. Und natürlich fällt er kurz drauf und noch ultra weit rauf. Was Gegner betrifft, also auch leider nicht so viel Auflösung wie beim Dead Space 2. Auch beim Design von den Gegner hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mehr verschiedene Designs, mehr Gore, einfach mehr. Muss in dem Spiel aber auch losen, dass die Gegnertypen, die da sind, wenigstens alle einfach zu erkennen sind und noch spielerisch eine gewisse Dynamik bringen. Sie können dann aber auch nur ein bisschen Damage mutieren, wodurch sie mich stark gehen und noch mehr Leben haben. Leider ist das Design von den Mutationen auch nicht mega innovativ, aber wenn mal wirklich viele Gegner da sind, kann das doch leicht zu Frust führen. Es gibt am ganzen Miniboss, der purmal am Spiel immer auftaucht, aber auch tatsächlich Spaß macht zu bekämpfen. Übrigens kann ich bei dem auch dodgen, weil ich es so, weil ich schon leider recht beim zweiten Encounter gecheckt. Also ist Callisto die größte Revolution für Survival Horror? Nope, definitiv nicht. Also aber doch für ein schlechtes Spiel. Das auch nicht. Ich hatte wirklich richtig viel Spaß beim Spielen. Den Horror könnt auch richtig gut rüber und holy shit, die Grafik. Die Atmosphäre ist einfach fantastisch und Charaktere sind auch noch relatable, auch kein 0815 Superhelden oder zu dumm für irgendetwas hinzukriegen. Ich hoffe noch tatsächlich auf eine Fortsetzung, die kleinen Probleme ausmerzen kann, aber weiter auch die Story von Callisto-Protokoll andauert. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das Spiel für Vollpreis empfehlen gebe. Weil viel Replayability gibt es leider nicht. Also wenn ihr den Dead Space Remake gespielt oder Lust auf mehr Sci-Fi-Horror habt, dann empfehle ich euch zu gucken, ob ihr das Spiel für 40 € fand, weil das ist definitiv der Wert. So, nächstes haben wir einen tristen Januar evaluiert, dann können wir also bei einem ganz rutsch neuen Spieler freuen. Anders geschwind freier ist an Querderen besser geht und Ja, war doch immer. An dem Sinn, ciao. ciao, Ciao. ciao, Ciao. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Mit Miau. Jetzt haben wir so einen tristen Januar evaluiert, dann können wir also. Was ist das? Zielschritt der Kamera? Das ist noch gut bei Leute. Ah, scheiße, okay.